Ich möchte der Gemeinde Merzig, den Merzigerinnen und Merzigern und voran Mike Poiré und seinem Team ganz herzlich zur ersten Gemeinwohlgemeinde Luxemburgs gratulieren. Merzig ist eine Pioniergemeinde auf mehreren Ebenen. Sie ist nicht nur die erste Gemeinwohlgemeinde im Land, sie hat auch bewiesen, dass sie den Prozess mustergültig vorbereitet und organisiert hat. Ich erinnere mich noch gut an meinen vorletzten Besuch in Luxemburg, als der Bürgermeister mit seinem Team auf mich zukam und seine Haltung war so klar, da wusste ich sofort, die wollen das wirklich und die werden das auch schaffen. Teil der Erfolgsstory war ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss, eine Exkursion nach Österreich und Bayern, um von anderen Pioniergemeinden zu lernen und ein fulminanter Auftakt im Juni 2019, an dem ich ebenfalls teilnehmen durfte. Ich erinnere mich noch gut an die festliche Atmosphäre mit 150 Gästen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Das hat sich angefühlt wie ein Gemeinwohlfest. Dazu passend ist auch der partizipative Prozess, in dem die Gemeinwohlbilanz erstellt wurde, im Rahmen des LEADER-Projekts Merzig for All. Alle Bürgerinnen und Bürger wurden eingeladen, sich zu beteiligen und die Gemeinwohlthemen in Fokusgruppen zu bearbeiten. Das Zusammenfließen und die Präsentation der Ergebnisse im Plenum zeugt von einer durchdachten Dramaturgie und garantiert breites Interesse an den Ergebnissen und langfristigen Früchten dieser Arbeit. Die Gemeinwohlökonomie ist ein Wirtschaftsmodell, in dem wirtschaftliche Aktivitäten ganz generell auf das Gemeinwohl und seine Mehrung ausgerichtet sind. Dazu zählen intakte Ökosysteme und ein stabiles Klima, hoher sozialer Zusammenhalt und eine gerechte Verteilung, politische Mitbestimmung und Mitgestaltung sowie die Menschenwürde an erster Stelle, einschließlich Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Um die Erreichung dieser Ziele zu messen, schlagen wir ein Gemeinwohlprodukt anstelle des Bruttoinlandsprodukts vor, eine Gemeinwohlbilanz, die den Beitrag von Unternehmen misst und eine Gemeinwohlprüfung für alle Investitionen. In einer gereiften Gemeinwohlökonomie würden nur noch solche Wirtschaftsaktivitäten stattfinden, die zumindest keinen Schaden anrichten. Und je mehr sie zum Gemeinwohl beitragen, desto erfolgreicher sollen sie sein. Durch Vorrang im öffentlichen Auftrag, geringere Steuern, günstigere Finanzierung oder einfacheren Zugang zum Weltmarkt. Die Gemeinwohlbilanz ist wie ein ethischer Kompass, der Organisationen dabei hilft, Schritt für Schritt konsequent in die Richtung dieser gesellschaftlichen Grundwerte zu gehen. Gemeinwohlgemeinden retten nicht allein die Welt, aber sie leisten einen Schlüsselbeitrag, nämlich ihren Beitrag. Das Gesamtkonzept der Gemeinwohlökonomie hat auch Beteiligungsinstrumente für andere Akteure, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und andere. Merzig hat das erkannt. Ihre Gemeinde reflektiert nicht nur das eigene Handeln und lässt sich Gemeinwohl bilanzieren, sondern sie möchte auch mithelfen beim Aufbau eines Gemeinwohlnetzwerks in Luxemburg und hier Akteure aus allen gesellschaftlichen Bereichen mit einbinden. Diesen Rückenwind spürt die luxemburgische GWÖ-Bewegung. Bei jeder sozialen Innovation und jeder gesellschaftlichen Transformation muss jemand vorangehen und Pionierarbeit leisten. In Luxemburg haben die Merzigerinnen und Merziger Mut bewiesen und Verantwortung übernommen. Dazu gratuliere ich ganz herzlich und ich wünsche das Beste auf dem weiteren Weg zum Gemeinwohl.